Ich begrüße Sie auch herzlich zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind und dass Sie sich auch dem Wort Gottes aussetzen, denn das ist gefährlich. Das Wort Gottes, es ist lebendig, es redet in unser Leben und es verändert Einstellungen, es verändert Haltungen, Verhalten und auch den Charakter. Aber wer sich dem Wort Gottes bewusst aussetzt und es für sich anwendet, der wird reich gesegnet. Und so beten wir auch um den Segen noch für diesen Gottesdienst. Herr Jesus, wir bitten dich um deinen Segen für das Hören und Verstehen. Und Herr, wir bitten dich für deinen Segen, um deinen Segen für die Verkündigung. Und wir bitten dich um deinen Segen für das Anwenden deines Wortes im Alltag. Wir bitten dich, dass wir zu dir hinwachsen und deinem Namen Ehre bringen. Amen. Den Text zu dieser Botschaft, den lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 4, den einen Vers 16. Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Den Hintergrund für den ersten Brief an Timotheus nennt Paulus gleich zu Beginn des ersten Kapitels in den Versen 3 bis 5. Als ich nach Mazedonien aufbrach, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben und zu verhindern, dass dort falsche Lehren verbreitet werden. Lass nicht zu, dass die Menschen ihre Zeit mit endlosen Spekulationen über Fabeln und Stammbäume vergeuden. Denn das führt nur zu Streit und hilft nicht, ein Leben im Glauben an Gott zu führen. Das Ziel meiner Unterweisung ist, dass alle Christen von Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigem Glauben. Ja, Paulus ermutigt Timotheus darauf zu bestehen, dass die Gemeinde die Lehre des Apostels befolgt. Er soll weiter aus der Schrift vorlesen, aus den Schriften vorlesen und darin unterrichten. Vor allem aber soll er sich stets seiner Berufung und seiner geistlichen Gaben bewusst sein, standhaft bleiben, den guten Kampf weiterkämpfen und treu bewahren, was ihm anvertraut wurde. Dazu gibt Paulus in Kapitel 4, Vers 16 die grundlegende Anweisung. Noch einmal diesen Vers: Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Für mich persönlich ist das ein Schlüsselvers für jeglichen Dienst, ob dieser nun vollzeitlich, ob ehrenamtlich und egal in welchem Umfeld geschieht. Mein ganzes Leben soll Gott Ehre bereiten, durch das Beachten gerade dieses Verses 16. Nun, der erste Befehl an Timotheus, es ist nicht einfach ein Wunsch, es ist ein Befehl, den Paulus Timotheus erteilt, der lautet: Achte sorgfältig auf dich selbst. Wenn eine Person vehement für ein Anliegen eintritt, dieses aber selber durch ihr Verhalten untergräbt, so ist für das Anliegen wie auch für die Person wenig Glaubwürdigkeit vorhanden. Oder wenn jemand eine andere Person wegen Steueroptimierung angreift, aber selber das Gleiche macht, so ist diese Person für uns wenig glaubwürdig.
Ein Grundsatz für Nachfolger Jesu, egal in welcher Aufgabe oder Verantwortung sie stehen: achte sorgfältig auf dich selbst. Achte auf das Verhalten, auf dein Verhalten überall, auch im privaten Kämmerlein, damit das Verhalten mit dem Glauben und den Worten übereinstimmen. So wie Paulus den Korinthern schreibt, dass er nicht anderen verkündigt und selber verwerflich wird. Nichts schadet der Glaubwürdigkeit des Menschen oder des Evangeliums mehr als Menschen, die sich als Nachfolger Jesu ausgeben, aber ihre Lebensinhalte und ihre Prioritäten zeigen oder spiegeln nicht Jesus. Da ermahnt uns Jakobus in Jakobus 1, Vers 22, es reicht nicht, nur die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Und er fährt im folgenden Vers fort, denn wer ihr nur zuhört, also der Botschaft, und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, er geht weg und vergisst, wie er aussieht. Achte sorgfältig auf dich selbst. Wie macht man das oder wie geht das? Es heißt, dass wir Gottes Wort studieren und lesen. Nun, das ist ja nichts Neues, was ich da sage, aber ich glaube, es wird viel weniger praktiziert, als es gesagt wird. Ich habe Teilnehmer in den Jungscharleiterausbildungen, die sagen mir zum Beispiel, wozu soll ich die Bibel lesen? Gott kann ja jederzeit zu mir sprechen. Stellt sich die Frage, weshalb wohl hat Gott uns denn sein Wort schriftlich gegeben und es über Jahrtausende bewahrt? In seinem Wort offenbart sich Gott selber, wer er ist. Er offenbart uns seinen Erlösungsplan. Er offenbart das rechte, ihm angenehme zwischenmenschliche Verhalten und die rechte Einstellung zu sich selber. Es ist die Gebrauchsanleitung für mein Leben. Als Schöpfer weiß er genau, was mir gut tut, und er weiß auch genau, was mir schadet. Wir tun selber das Beste, wenn wir das Wort lesen, studieren, uns daran halten und im Leben anwenden. Gott selber sagt in 2. Timotheus 3,16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und sie kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Und auch ein bekannter Vers, Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unsere Herzen vor Gott offenbar. Fazit: Wer Gottes Wort aufnimmt und sorgfältig darauf achtet, der achtet auch sorgfältig auf sich selbst. Auf uns selbst achten geschieht, wenn wir die Schrift persönlich anwenden. Wenn ich die Bibel lese, ja, dann eigne ich mir Bibelwissen an. Wenn ich mich noch mit theologischen Fragen beschäftige und sie anhand des Wortes beurteile, so lerne ich auch biblische Lehre und Zusammenhänge. Das ist wunderbar, das ist schön. Aber erstes Ziel ist es, dass ich das Wort ganz persönlich für mich verstehe und es im Leben anwende.
In mir geschieht keine Veränderung, wenn ich denke, dass doch dieses Wort jetzt für meinen Kollegen oder meinen Sitznachbarn so wichtig wäre oder für meine Eltern oder Großeltern oder für meine Kinder oder für meinen Lebenspartner, für meinen Ehepartner. Ich bin verantwortlich dafür, dass die Schrift in mein Leben spricht und ich sie zu Herzen nehme und auch entsprechende Schritte tue. Ich bin gemeint. Es geht mich an, wenn ich das Wort lese, wenn ich es höre. Ich bin angesprochen. Gott möchte mich in sein Bild umgestalten. Es geht ganz alleine um mich. Und wie schön, da dürfen wir doch so richtig biblische Egoisten sein. Auf sich selbst achten geschieht, indem wir uns in der Schrift spiegeln. Jakobus fährt weiter: Wer aber ständig hineinschaut in das vollkommene Gesetz Gottes, das Gesetz, das uns frei macht, und darauf achtet und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Das fordert heraus, sich selber aufrichtig zu hinterfragen. Wie steht es in meinem Leben? Das, was die Schrift sagt, was ich höre. Ja, wer entdeckt, welch große Chance darin liegt, sich im Wort Gottes zu spiegeln, der will dies auch nutzen. Und es braucht das Gebet, dass der Heilige Geist uns falsche Gedanken, schlechte Gewohnheiten, ungute Verhaltensweisen oder eben ein unbiblisches Ego aufdeckt. Auch falsche Prioritätensetzung, Stolz, Neid, Überheblichkeit, Süchte, egoistisch motivierte Liebe, indem ich gewisse Vor- oder Gegenleistungen erwarte, oder auch Selbstmitleid und so weiter, gilt es, den Platz in meinem Leben zu entziehen durch eine wahre Jesus-Identität. Aufrichtige Gebete zur Erkenntnis des eigenen Wesens und Charakters, gekoppelt mit dem aufrichtigen Wollen, daran zu arbeiten und Schritte zu tun, wird unser liebender, unser gütiger und treuer Gott erhören. Auf sich selbst achten geschieht, indem wir die transparente Gemeinschaft und den Austausch nutzen. Da liegt ein riesiges Potenzial verborgen. Oft bemerken wir ja den Splitter im Auge des anderen viel besser als den Balken im eigenen Auge. Das sagte schon unser Herr Jesus, indem er sagte: Was hältst du dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes auf, wenn du einen Balken im eigenen Auge hast? Wenn wir zusammensitzen, uns austauschen, egal wo, oder wenn wir gemeinsam an einer Arbeit sind, wenn wir mit den Kindern auf dem Spielplatz sind oder wenn vielleicht zwei Familien gemeinsam Ferien verbringen, da lernt man sich besser kennen und man blickt auch hinter die christliche Etikette. Wie wäre es, wenn man sich gegenseitig auf Splitter und Balken, auf blinde Flecken aufmerksam machen dürfte? Ich weiß, das ist enorm und sehr heikel. Man fühlt sich so schnell ertappt oder angegriffen. Und vielleicht bekommt meine Fassade einen Riss. Eine große Chance läge in der Offenheit, wenn wir Dinge, die uns auffallen, ansprechen dürften. Nicht als Besserwisser, sondern in Liebe, im Bewusstsein, dass ich selber auch blinde Flecken habe und der Korrektur bedarf.
Ja, die eine Person hat vielleicht in einem Bereich mehr Erfahrung und Wissen, eine andere in einem anderen Bereich. Und da könnten wir voneinander profitieren, wenn wir offen und ehrlich sein dürften. Wie viel Leid könnte zum Beispiel einer Familie erspart werden, wenn man darauf aufmerksam machen dürfte, dass man zum Beispiel den Eindruck hat, dass die Kinder verwöhnt werden oder dass man nicht konsequent ist. Und so Kinder, auch eben schon kleine Kinder, zu kleinen Tyrannen und später zu größeren Tyrannen erzieht, die sich nur schwerlich einordnen können und sich auch Gott und seinem Wort schwerlich unterordnen können, weil sie es nicht gelernt haben. Was für eine Chance, wenn man offen darüber reden kann, wie man Kinder zu Jesus erzieht. Was für eine Chance, wenn man Schwächen thematisieren kann. Was für ein Gewinn und was für ein Wachstumspotenzial liegen darin verborgen. Und wir Christen, wir hätten alle Voraussetzungen dazu. Ja, aber da gibt es Verhaltensmuster, die das verhindern. Ein Verhaltensmuster ist die Vergeistlichung. Wie schnell ist man bereit, Widerwärtigkeiten, die einem begegnen, als Anfechtung einzuordnen? Aber nicht selten sind es selbstverschuldete Reaktionen durch vielleicht unweises Reden oder Handeln, vielleicht durch begangene Lieblosigkeit oder durch ein unsensibles Verhalten oder vielleicht durch unklare Kommunikation oder durch Unaufrichtigkeit. Manchmal verwenden oder neigen wir auch dazu, eine sogenannte Sprache Kanaans, also eine fromme Sprache zu verwenden, die von meinem Gegenüber gar nicht wirklich verstanden wird. Es können auch Dinge sein, die unserem Leben zustoßen, weil wir in einer gefallenen Welt leben, wie sie auch an nicht-christusgläubige Menschen zustoßen. Ja, sicher, es gibt Anfechtung und es gibt massive Anfechtung, aber ich bin überzeugt, dass nicht alles, was wir so schnell mit Anfechtung betiteln, auch wirklich Anfechtung ist, sondern oft auch Folge von unserem Verhalten. Und ich glaube, da wäre es wichtig, eben nicht zu vergeistlichen, sondern ehrlich und aufrichtig zu sein und sich selbst zu hinterfragen. Ein weiteres Verhaltensmuster ist die Überheblichkeit. Ein häufig gehörter Vorwurf an die Gläubigen ist, dass sie sich überheblich als bessere Menschen ausgeben oder so rüberkommen beim Nächsten. Und wenn wir das hören, dann sagen wir auch schnell, ja, das ist eine Anfechtung, das ist nur, weil diese Menschen nicht an Jesus glauben und uns deshalb auch ablehnen. Ja, das kann sein, aber es ist nicht in jedem Fall so. Wenn man sich nämlich die Mühe macht und den Vorwürfen nachgeht, entdeckt man dahinter oft entsprechende Erfahrungen und Wahrheiten bei diesen Menschen. Dass solche Vorwürfe zum Teil nicht ungerechtfertigt sind. Wenn wir ihnen Anlass geben und uns zum Beispiel herablassend oder negativ äußern über Veranstaltungen, die sie besuchen oder vielleicht Fernsehprogramme, die sie anschauen oder Lebensphilosophien oder Kleidungen, so im Sinne, ja, das haben wir nicht nötig, da stehen wir darüber, wir haben einen besseren Lebensinhalt, dann müssen wir uns nicht verwundern, wenn das so rüberkommt, dass wir uns besser fühlen und dass wir als überheblich wahrgenommen werden und dass das abstoßend wirkt. Die Problematik der Vergeistlichung liegt darin, dass sie meistens jedes nüchterne Nachfragen, sich selber kritisch analysieren oder sich einem offenen und ehrlichen Austausch auszusetzen,
dass die Vergeistlichung dies abblockt und das Wachstum verhindert. Man kann nicht darüber reden. Ein drittes Verhaltensmuster ist die Frömmigkeit anstelle von Liebe. Wie schnell haben wir für den anderen einen Bibelvers bereit? Zweifelsohne. Das ist gut gemeint, aber es ist vielleicht nicht immer passend. Es ist dann vor allem nicht passend, wenn wir uns zuvor nicht die Mühe und die Zeit genommen haben, wirklich hinzuhören, wirklich zuzuhören. Oftmals wäre mit Verständnis, mit echter Anteilnahme mehr geholfen als mit einem Bibelvers. Sie verstehen mich recht. Ich habe nichts gegen Bibelverse, wenn sie im rechten Moment und mit Anteilnahme und Liebe verwendet werden. Aber wie oft wird zum Beispiel in schwierigen Momenten gesagt, so schnell mitgeteilt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ich kenne viele Menschen, denen hat das lange Zeit viel Mühe gemacht, weil sie sich einfach abserviert vorkamen und dann noch meinten, alles, was in ihrem Leben geschehe, sei gut. Nein, das sagt dieser Vers nicht aus. Es ist nicht alles gut. Ein sexueller Missbrauch ist nicht gut. Ein gewaltverherrlichender Umgang zum Beispiel ist nicht gut. Wenn wir sagen mit diesem Vers, alles was uns geschieht, ist gut, würden wir ja damit auch sagen, Gott hat gewollt, dass an mir gesündigt wird oder dass Sünde geschieht. Das sei ferne. Wo Sünde an jemandem geschieht, ist dies nicht gut und es entspricht nicht Gottes Wille, weil Gott die Sünde hasst. Aber Gott wird es in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit und Gnade so verwenden, dass es letztlich zum Besten dient. Das ist Gottes Größe. Und darin können wir Gott vertrauen, ihm danken und das Geschehene annehmen und auch vergeben. Weil er ist immer größer. Alles, was uns Negatives zufällt, wird Gott verwenden zu unserem Besten. Und eigentlich, so gesagt, müsste damit Satan schon längstens aufgegeben haben. Eine Person, ein anderes Beispiel, vielleicht von Frömmigkeit anstelle von Liebe. Eine Person hat immer wieder mit Glaubenszweifeln zu kämpfen. Sie leidet darunter. Anstatt nun sich der Person und ihrer Nöte anzunehmen, höre ich manchmal Aussagen wie zum Beispiel, ja, wer Zweifel hat, der ist nicht wirklich wiedergeboren. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich offen frage, ist das nicht mehr Ausdruck von Überheblichkeit als von Liebe? Oder eine Person kämpft mit ADS. Anstatt dass ich nach dem biblischen Vorbild mitleide, wenn ein Glied so leidet, so leiden die anderen mit, heißt es dann, ADS gibt es nicht, das ist Sünde im Leben. Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, dass eine solche Aussage falsch ist. Sie hilft Personen nicht, sondern sie verletzt zutiefst. Ein weiteres Verhaltensmuster ist die Verletzlichkeit. Wir sind ja alle so verletzlich und so schnell verletzt. Ja, das kann vielleicht aus einem schwachen Selbstwertgefühl resultieren. Und das führt dann dazu, dass man nicht einmal mehr getraut, ein Feedback zu geben oder vielleicht auf ein Verhalten anzusprechen, das nicht so gut ist. Aber die beste Heilung für ein schwaches Selbstwertgefühl und zur Heilung auch von der Verletzlichkeit ist, dass wir uns der eigenen Identität in Christus bewusst werden. Ich kann jetzt nicht eine Botschaft halten über Identität in Christus,
aber das ist immer wieder ein Schlüssel, damit wir auch über solche Schwachpunkte in unserem Leben hinwegkommen, indem wir unsere Identität eben in Christus Jesus erkennen und erblicken und nicht in uns selber. Aber auch Selbstgerechtigkeit, Stolz und Ehrsucht führen zur Verletzlichkeit und entsprechenden Reaktionen. Achte sorgfältig auf dich selbst. Das heißt, es braucht die Kenntnis der Schrift. Es braucht ein sich darin selbstkritisches Spiegeln und Prüfen an der Schrift. Ich bin gemeint, ich bin angesprochen. Wie sieht es ganz praktisch in meinem Alltag aus? Es braucht gute, ehrliche und aufrichtige Freunde und ihr Feedback, weil ich Balken in meinem eigenen Auge habe, blinde Flecken, die ich nicht sehe, die ich nicht erkenne. Es braucht Mut zu schwächen und Versagen zu stehen. Das braucht Mut. Ja, es ist so. Das braucht mehr Mut, als sich immer versuchen zu entschuldigen. Ja, es ist so, du hast recht. Und es braucht Bereitschaft, an sich zu arbeiten, in der Abhängigkeit von Jesus. Und was ist die Folge davon? Die Folge ist ein integres, ein authentisches Leben, das eine starke Sprache der Evangelisation ist. Siegfried Fietz singt in einem Lied, und das bedeutet mir viel und ich höre das immer wieder: Ich will leben, was ich bin, und ich will sein, was ich rede. Ich will leben, was ich bin, und ich will sein, was ich rede. Das ist eine gewaltige Herausforderung an mich. Nun, der zweite Befehl, den Paulus dem Timotheus gibt, ist: achte sorgfältig auf die Lehre. Zuerst soll Timotheus sorgfältig auf sich selbst achten, aber dann auf die Lehre Acht haben. Denn bereits im 1. Jahrhundert hatten die Apostel mit falschen Lehren zu kämpfen. So überrascht es nicht, dass immer mehr unbiblische Lehren auch in unserer Zeit auftauchen. Entweder bauen sie auf einzelnen Versen auf, oder es sind Versuche, gewisse Dinge zu erklären, die ein Geheimnis Gottes sind. Und Menschen meinen dabei nicht selten, sie seien klüger als Gott selber. Manchmal sind es menschliche, logische Folgerungen, die aber in ihren Ergebnissen nicht den Aussagen der Schrift widersprechen. So kam zum Beispiel die ganze Lehre, dass Maria die Mutter Gottes ist und so weiter, kam aus dem Syllogismus heraus, eine Lehre von Augustin, wo man logische Folgerungen gezogen hat, die zwar logisch sind, aber nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen in der Aussage. An all diesen Versuchen, die heute auch massiv stattfinden, ist oder wird letztlich immer das Bi-Ba-Bo-Prinzip ersichtlich. Bi-Ba-Bo heißt Bibel, Bastel, Bogen. Ich bastle mir meinen Glauben selber so zusammen, je nachdem, was mir gut tut, was ich gut finde, und das andere, das schneide ich raus. Und so werden unsere Bibeln immer dünner, oder? Ich möchte nun einfach einige wichtige biblische Lehren erwähnen, an denen wir festhalten müssen, natürlich niemals abschließend, also das würde ja den Rahmen sprengen. Und ich erwähne auch einige falsche Lehren, aber auch diese nicht abschließen. Ich muss da mal... Gott ist der Ewige, ohne Anfang und Ende. Eine Tatsache.
Gott ist der in sich vollkommen und heilig ist. Er braucht keine Ergänzung. Gerade aktuell ist eine Lehre im Umlauf, die besagt, dass in Gottes Herzen für jeden Menschen ein Kämmerlein ist, das leer ist und das der entsprechende Mensch füllen muss, damit Gott vollständig wird. Gott braucht keine Ergänzung. Gott ist in sich selber vollkommen und vollständig. Und er ist der einzige Gott. Außer ihm gibt es keinen. Und er ist der Schöpfer des ganzen Universums und der Schöpfer des Lebens. Er ist Liebe in sich selbst. Er ist nicht einfach lieb, er ist die Liebe. Und er ist der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das wird ja auch sehr angegriffen und gerade auch im Zusammenhang mit Kreuzigung und Auferstehung und Menschwerdung Jesu wird das sehr differenziert auseinandergenommen. Ja, Jesus war dann nicht wirklich Gottes Sohn und so weiter. Und Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, von der Jungfrau Maria geboren. Ohne diese Tatsache ist es unmöglich, dass Jesus das reine Opferlamm Gottes sein konnte. Denn wäre Jesus von einem Mann gezeugt worden, von einem Menschen, wäre er bereits unter der Sünde geboren. Er hätte nicht schuldlos, sündlos, absolut rein, vollkommen sein können. Jesus ist tatsächlich am Kreuz von Golgatha gestorben. Es war nicht ein Scheintod, wie zum Teil behauptet wird, und auch kein anderer ihm ähnlich aussehender Mensch ist an seiner Stelle gestorben, wie das auch zum Teil behauptet wird. Und das hat natürlich drastische Konsequenzen auf den ganzen Heilsplan und Erlösungsweg, wenn nicht Jesus wirklich selber tatsächlich gestorben und auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu ist ein historisches Faktum. Sie ist nicht einfach symbolisch oder geistlich zu verstehen. Oder der Mensch, der nicht an den stellvertretenden Tod Jesu und an seine Auferstehung glaubt, der wird nicht aus Glauben von Gott gerecht gesprochen. Er bleibt unter dem Zorn Gottes. Ich sage damit ganz klar, es gibt keine Allversöhnung, die argumentiert, weil Gott Liebe ist, kann es nicht sein, dass Menschen ewig verloren gehen. Denn das wäre ja nicht Liebe. Entweder durchs Fegefeuer oder durch eine allgemeine Amnestie oder durch irgendein anderes Ereignis wird am Ende jeder im Himmel sein. Das ist eine falsche Lehre. Auch kann kein Mensch sich den Himmel durch gute Werke verdienen. Werksgerechtigkeit entspringt aus dem Stolz des Menschen. Aber es ist richtig, dass aus der Erlösung, aus dem Glauben die guten Werke folgen. Und zwar zur Ehre Gottes. Oder mit der Ersatztheologie versucht Satan, Gott letztlich als Lügner darzustellen, indem sein Wort über Israel ja dann nicht zutrifft. Und deshalb setzt er auch alles daran, Israel von der Landkarte auszulöschen. Denn wenn ihm das gelingen würde, würde Gott, würde Jesus, würde die Schrift als Lügenwerk dastehen. Oder es gibt Christen, die sagen, ja, das 1000-jährige Reich ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern nur geistlich oder nur symbolhaft. Oder dann die sagen, ja, wir Christen, die wir heute, die wir jetzt leben, wir müssen das 1000-jährige Reich aufbauen. Und deshalb werden auch große Anstrengungen, vor allem auch in den USA, unternommen, damit gläubige Christen immer mehr in Machtpositionen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aufsteigen,
mit den entsprechenden Kompromissen, aber um letztlich das 1000-jährige Reich aufzurichten. Erst seit kurzem, es war im April, bin ich über eine Lehre unterrichtet worden, die ich noch nie gehört hatte. In der wird unter anderem versucht, das Leiden so zu erklären, also dass es Leid gibt auf dieser Erde, dass Gott eben nicht allwissend sei. Er kenne zwar die großen Linien, aber er wisse nicht, wie es dem einzelnen Menschen geht. Sonst könnte er all das Leid nicht zulassen. Ja, ein kläglicher Versuch, der allein mit Psalm 139 klar und deutlich widerlegt ist. Aber das Tragische ist, dass diese Lehre bereits auf zumindest einer freikirchlichen Bibelschule in der Schweiz von einem Dozenten vertreten wird. Ja, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Sie soll einfach zeigen, dass es sehr wichtig ist, an der gesunden biblischen Lehre festzuhalten und alles an der Schrift eingehend zu prüfen. Auch wenn das nicht immer auf Gegenliebe stoßt und wir zuweilen angegriffen werden, weil wir an der Schrift prüfen. Da ist ein bekannter amerikanischer Prophet, der warf Kritikern vor, die seine Lehre anhand der Bibel, seine Prophetien anhand der Lehre prüften. Ich habe das selber in seinem Buch gelesen. Ja, diese Menschen, die das so prüfen und kritisch hinterfragen, die hätten sich eben die Bibel zum Götzen gemacht. Ja, sehen Sie, es ist einfacher, so eine Entschuldigung oder eine Vergeistlichung anzuwenden, als sich mal selber ehrlich zu hinterfragen. Mit all den Irrlehren versucht Satan dem Menschen Sand in die Augen zu streuen und sie damit für immer von Jesus fernzuhalten. Achte sorgfältig auf die Lehre ist nicht nur eine Herausforderung für Kündiger und Älteste, sondern auch für Familien. Denn es ist primär die Aufgabe gläubiger Eltern, ihre Kinder in der Schrift zu unterweisen. Bereits im Vorkindergartenalter, ihnen den Heilsweg immer wieder zu erklären. Das gibt ja heute enorm gute Hilfsmittel dazu. Ihnen den Glauben vorzuleben im Alltag. Und zwar einen Glauben, der Entscheidungen und Prioritäten im Alltag beeinflusst, wo die Kinder sehen, ja, der Glaube, das ist nicht etwas, das sich einfach in der Gemeinde am Sonntagmorgen oder am Donnerstagabend abspielt, sondern der Glaube hat ganz praktische Konsequenzen und Auswirkungen auf meine Lebensinhalte, auf meine Prioritäten, wofür ich meine Zeit verwende, meine Finanzen und so weiter, weshalb ich die Entscheidung so oder so fälle. Und das braucht Transparenz, auch in einer Familie. Aber das ist unerhört wichtig für junge Menschen, dass sie sehen, der Glaube hat einen direkten Bezug in das Leben und ist nicht einfach ein theoretisches Konstrukt. Eine Gemeinde, ja, die hilft unterstützend mit. Sie bietet auch die Möglichkeit, die Chance, dass gerade zum Beispiel im Teenie-Alter, wo es so wichtig ist, sie sich außerhalb des Elternhauses mit dem Glauben auseinandersetzen können. Da werden oft Fragen gestellt oder Sachen, die man vielleicht zu Hause nicht formuliert und nicht stellt. Aber auswärts an einem anderen Ort kann man das. Und vor allem findet sie da auch gleichgesinnte Kollegen. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung und für das Wachstum im Glauben. Zuerst auf sich selber Acht haben und dann auf die Lehre ist auch in der Familie die Reihenfolge.
Ansonsten ist die Gefahr groß, dass sich Kinder früher oder später vom Glauben abwenden. Der dritte Befehl des Paulus: Bleibe der Wahrheit treu. Oder auch bleibe beständig darin. Oder lass dich nicht vom Wort Gottes abbringen. Prüfe alles anhand der Schrift, sei in der Schrift verwurzelt. Bemühe dich, Zusammenhänge zu verstehen. Verstehe die Schrift durch die Schrift. Wenn dein Verständnis einer anderen Aussage als der Schrift entspricht, so kann dein Verständnis nicht richtig sein. Also wenn ich einen Vers nicht verstehe und ich forsche und ich komme letztlich zu einem Verständnis, das einem anderen Vers in der Schrift widerspricht, dann kann mein Verständnis noch nicht richtig sein. Das ist eine große Herausforderung und es bedarf eines hellwachen Geistes. Es braucht den Heiligen Geist und wir feiern ja heute Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und der Heilige Geist lebt in unseren Herzen. Es braucht diesen Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit leitet. In diesem Versteil ist das Schlüsselwort: bleibe treu. Nicht nach Lust und Laune, treu. Bei Gott hat Treue eine sehr große Bedeutung. Er selber ist treu und er gewichtet Treue sehr hoch. Da sagt Jesus zum einen Knecht: Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Bleibe der Wahrheit treu heißt auch, meine Worte sind wahr und auf meine Worte ist Verlass. Ich stehe zu meinen Aussagen und Versprechen halte ich ein. Und Jesus ist die Wahrheit. So heißt, bleibe in der Wahrheit, auch automatisch, bleibe in Jesus, denn er ist die Wahrheit. Bleibe Jesus treu. Und somit beschreibt das Bleibe treu in der Wahrheit eigentlich eine lebendige und lebenslange Beziehung mit Jesus. In der Wahrheit bleiben ist eine Beziehung. Sorgfältig mit sich selber zu sein, sorgfältig in der Lehre zu sein, sorgfältig in der Wahrheit zu sein, hat seine Verheißung. Ja, Sorgfältigkeit hat Verheißung, nämlich die Errettung von Menschen. Das ist die 4. Aussage, die Paulus macht in diesem Vers. Die Verheißung: Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Was heißt das? Das heißt einerseits Errettung vor Irrlehren und einem Evangelium Light, einem oberflächlichen Evangelium. Das heißt Errettung vor oberflächlichen Bekehrungen ohne Sündenerkenntnis und Herrschaftswechsel. Ja, Jesus ist ein guter Freund, er ist immer mit dir, er liebt dich, basta, das ist's. Wir hatten gerade vor 3 Wochen ein Schulungswochenende, wo wir den Jakobusbrief anschauten und da wurde mir deutlich, ich muss sagen, nein, dem Leiter, der das geleitet hat, aber mir wurde es dann auch deutlich, wie tief verwurzelt das Verständnis ist. Ja, Jesus hat uns einfach lieb, Gott ist Liebe und damit kann ich leben, wie ich will. Gott hat mich ja lieb. Das hat keine Konsequenzen, das hat keine Folgen. Und der Jakobusbrief spricht eine deutlich andere Sprache. Und drittens, die Verheißung, dass Menschen zum ewigen Leben errettet werden.
Menschen, die uns hören, Menschen, die uns kennen, die unseren Lebenswandel sehen, da werden Menschen, die uns hören, zum Glauben an Jesus kommen. Aber nicht nur hören, sondern die eben auch uns sehen, wie wir leben. Wenn wir, Sie und ich, sorgfältig auf ein gottesfürchtiges Leben achten und treu das Wort verkünden, nonverbal oder verbal, ich sage das ganz bewusst, es gibt nicht nur die verbale Verkündigung, die nonverbale spricht oft wesentlich lauter, aber jedes zu seiner Zeit, werden wir das menschliche Werkzeug sein, das Gott zur Verbreitung des Evangeliums und zur Errettung von Menschen benutzt. Was für eine wunderbare Verheißung, die nicht nur Timotheus galt, sondern jedem, der treu im Dienst des Herrn steht. Ich fasse zusammen, in allem, was wir heute betrachtet haben, ist Jesus Christus das Fundament. Und er ist Ziel, und sein Ziel ist die Errettung von Menschen zur Ehre Gottes. Aber dieser Verheißung, diesem Ziel gehen 3 Befehle voraus. Indem unser Leben mit der Schrift übereinstimmt, bildet das sorgfältig Achten auf sich selber einen tragenden Pfeiler der Evangeliumsverkündigung, sei dies nonverbal oder verbal. Ein zweiter wichtiger Pfeiler ist die rechte, bibeltreue Lehre. Wir verkündigen kein Evangelium Leid, kein Wohlstands- und kein Werkevangelium, sondern stellen Christus allein gemäß der Schrift ins Zentrum. Und der dritte wichtige Pfeiler, bleibe der Wahrheit treu, bleibe Jesus treu, bleibe in der Beziehung. Das ist der dritte Pfeiler, auf den sich die Verheißung bezieht. Und so ruht die Verheißung der eigenen Errettung und die der Menschen, die auf uns achten und hören, auf diesen 3 Pfeilern. Was geschieht, wenn nun einer dieser Pfeiler wegbricht? So nimmt auch die Verheißung Schaden. Und es gibt einen Bruch, egal welcher Pfeiler das wegfällt. Letztlich bleibt ein Scherbenhaufen übrig. Und das ist, ich glaube, nicht so sehr überzeugend. Darum, lasst uns überzeugende Jünger Jesu sein, indem wir auf alle 3 Pfeiler Acht geben und so Anteil an der Verheißung haben. Noch eine Hausaufgabe, so einfach gesagt. Lesen Sie zu Hause Philipper 2, 1-18. Diese Verse fassen diese Botschaft wunderbar zusammen. Ja, Sorgfältigkeit hat Verheißung. Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu, so wirst du dich und alle, die dich hören, retten. Amen. Amen. Wir wollen nun noch stille werden und beten. Herr, lass dein Wort in uns lebendig werden. Hilf uns immer wieder in deinem Wort zu spiegeln und uns davon korrigieren zu lassen, damit wir dir immer ähnlicher werden und dich in dieser Welt widerspiegeln. Schenke es, dass wir deinem Wort treu bleiben oder treu werden. Danke für die Verheißung, dass du uns in sehr unterschiedlicher Weise als Werkzeug brauchen willst, damit Menschen errettet werden, zum Bau deines Reiches und deiner Verherrlichung. Herr, wirke du Frucht aus diesem Gottesdienst, wie du es verheißen hast,
dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern es ausrichten oder bewirken wird, wozu du es gesendet hast. Ja, und das möchtest du in einem jeden von uns zuallererst in mir bewirken und tun. Amen.